Meng deichter hemischt. Wien aus de Märder vum Franz Pommerei. Meng deichter hemischt aus den historischen True Crime Podcast vom Lützebauer Wort. Diese Podcast basiert auf tatsächlichen Evenementen, die aus Zeitungsartikeln und Originaldokumente aus dem Enquetendossier so weit wie möglich rekonstruiert wurden. Kurz nach einer Message ehrt mal aufhängen. Wir werden an diesem Podcast ganz explizit über massiv sexualisiert Gewalt, Mord und Homophobie schwätzen. Das sind Sachen, die verstehen können und auch Angstzustand auslesen. Lauscht euch just, wenn ihr euch selber stabil genug fühlt, für damit eins zu gehen. Und da aber Sachen sind, wo ihr euch nicht sicher seid, ob das euch nicht mehr belastet könnt, wie gut für euch ist, da lauscht der Podcast am besten nicht allein. Holt euch eine Person dabei, die ihr gut kennt und der ihr vertraut. Wir, das sind Sabrina Backes und Steve Frömmisch aus der Redaktion vom Lützebauer Wort. Und an diesem Podcast weisen wir euch, wie deichter als Heimisch wirklich ist. Willkommen an unserer dritten Episode. Für den Rappel kommen wir gucken einmal zurück, was bis lo geschieht ist. Der 7. Juli 1906 wird an der Petrus die Leiche von einem 16-jährigen jungen Mann gefunden. Es ist der Franz Pommerei aus der Gara Avenue, ein junger Schlosser. Das ist Sexualmord. Der Victim gouft beim Sex von Hand den Hals abgeschnitten. Vom Täter gibt es keine Spur. Es ist aber gewusst, dass er vor kurz vor seinem Verschwonnen mit einem anderen unbekannten Jungen an der Stadt NRW war. Es gibt viele Rümeren und die besten Verdächtigen sind entweder Ausländer oder schwul. Oder beides zusammen. Neid und Missgunst verdrohen sich ganz gut. Er können nur etwas ganz Bases gehen. Den Untersuchungsrichter George Faber, den die Enquete feiert, probiert dort drüber zu stehen. Und aber lässt ihn alles, und jeder bis an die kleinsten Details überprüfen. Am August 1906, ein paar Wochen nach Mord, gibt es eine neue Spur. Und der ist so gliedig, dass er riskiert, sich ferm darunter zu verbrennen. Wenn es um die reicher Schei geht, um die besser Leute aus der Stadt, dann ist das Land nämlich sehr zu klein. Ein von den bekanntesten und wichtigsten Geschäften an der Stadt ist der Monopol. Das ist noch gar nicht so lange her, dass den sich deren zugemacht hat. 1906 haben zwei Brüder den Monopol gefordert. Den Eduard und den Ludwig Müller. Was auffällt, ist, dass alle beide damals ziemlich zurückgezogen leben. Also sich selber weder als Geschäftsleute noch als Privatpersonen gerne an die Vitrine stellen. Wie er nichts zu verstoppen hört, braucht ja aber nichts zu fährten, so und Leute ja immer. Das ist auch vielleicht so, aber wenn den Zusammenhang sieht, dann finden sie auch. Es muss ja noch nicht um Zufall leben. Und dafür fanden eine ganze Reihe Leute schon ziemlich suspekt, von direkt nur Mord zwei so eminent Leute aus der Stadt der Geschäftswelt obemo komplett von der Bildfläche verschwunden. Trümmer verbreden sich wie ein Buschfeuer, weil es könnte noch etwas dabei. Von denen zwei wie wohl die junge Männer interessiert. Das geht an der ganzen Stadt erzählt. Es wäre sowieso schon lustig, dass der Ludwig matristisch nach Junggesell ist. Es wäre ein Päderast, je wäre also sexuell und junge Männer interessiert. Päderast ist ein schlimmes Wort, was wir heute nicht mehr aus einem historischen Kontext benutzen werden. An einem damals erzkatholischen Land war es für jeden, der noch nicht mehr nach Verdacht kommt, homosexuell zu sein, schwer für überhaupt noch auf Fuß auf den Boden zu kriegen. Homosexuelle Männer goufen direkt einmal als Sexualverbrecher gestempelt und der Schritt zum Mörder ist dann noch einmal nicht mehr ganz klein. Heute leben wir in einer abgeklärten Gesellschaft, an der wir wissen, dass so Erstellungen und Aufkürzungen entweder total Ignoranz oder rein Böswilligkeit sind. Aber damals hat die Presse keine besonders rühmliche Rolle gespielt. Und dazu kommen wir noch. An der allgemeinen Aufregung um Pommerei-Mord im Jahr 1906 haben Rümeren tatsächlich ganz sehr zu Verhaftungen gefordert. Vom Lampersberg quetscht die Stadt bis auf Polrisch geht es obemo kein anderes Gespräch mehr. Der Ludwig, Louis genannt, für den Franz Pommerei sein Mörder. Annen hat sich für 100.000 Franken bei der Justiz freikauft und wie er im Ausland untergetaucht. Es ging in Lomengen, dass die schönste Geschichte wohl an der Söllischen Bistro an der Stadt verbreitet ging. Und 1906 geht es an der Stadt einen besonderen Platz für den neuesten Beschoss geworden zu gehen. An da das paar wie für Gericht zwischen der Rue du Nord und der Rue Wildham, do wo haut den Außenminister aus. Genau,
Du ginint leit sech Rendevous fir ze afen. Wann Gendarmen Prisonnéier op Gericht springen, dann höllen se déi do am Haft führen alle Leiit aus dem Kamion, fir se bei der Riechstadt zu bringen. Och dem Franz Pomerel seg Boom, Marie Vinandi huet gewunnecht do hinalussen ze goen. An so kennt Rümme de Müller aus dem Monopol wie de Mäder dann noch sehr bei hier und. An sie lebt mat illico presto bei den Untersuchungsrichter Faber. Sie erinnert sich daran, dat ihre Franz nämlich auch schon einmal für de Monopol geschafft huet. Ja, hin hat sich dem uns dick darüber gefret, gemengt, hier kennt du irgend von eng Festplatz kriegen. A gut vor Dinge für wenig zu schaffen. Der Franz hat hier auch gesot, hier mischt eigentlich just Köchten ob an zo machen, an liewer den Dach die eng oder die einer klein Kommission. Dobei ging er noch gut Trinkgeld kreen, a von dene Sue ging Hesinger Boom eng neu Peif kaufen. Von de vier abgestausste Monopol erzählte Gendarmen dann auch, dat de Louis Müller immer ger Korsette schon mat den Abbeter gehalten hat. An noch besser. En hat se dann noch immer an de Büro gelockelt. De Müller wie sowieso e komische Kauz. Bei Dabester gingen immer nimme für den Zeitverdreif kommen. Et wie kleine Mann, besimi bret, wat engem dicke runne Gesicht, an engem blonde Schnauz. Also bisse wie dem Pomerel sehr lechte Begleder für Mord. Zumindest verschiedene Beschreibungen nur. Speziell Kontakt mit diesem Franz hatte Müller aber lo net gehabt, meinte vier Abester. Einer Monopolsleit so par contre, de Pomerel hat ganz viel mit Müller geschwart. Froh steht da noch am Raum, ob de Müller dem Pomerel nicht vielleicht die eng oder andere Zuckrischkete geschenkt hat. Das möchte natürlich verdächtig. Und es gibt dann noch alles am Detail enquetiert. Et weist sich letztendlich aber, dass die zwei Müller gar nicht auf der Flucht sind. Mir einfach an einer lang geplanter Sommervakanz. De Louis, den ältesten presümierte Mörder an Holland, an den Eduard an England. Du wennst doch Jenny und Manny aus ihrem Umfeld befragt. Ein wichtiges Element dabei ist, dass die Leute, die de Louis Müller besser kennen, total überzeugt sind, die wie ein Mädchenliebhaber. Tatsächlich wird noch eng von seinen Mätressen identifiziert, die das konfirmiert. Für allem weist d'Enquête aber, dass de Louis Müller an der Nacht vom 6. auf den 7. Juli ein Alibi hat. Den Ofen folgt hier am Gérant vom Monopol Goldsmith bis später in die Nacht an den Geschäftsakten. Da schenkt aber so manches nicht so ganz recht gelaufen zu sein. Ja, richtig. Weil ugangs 1908 gibt der Goldsmith verhaftet. Seine Kontabilität beim Monopol hat anscheinend auch eng deichter seit. Es geht um Faillite fraudulös, Betrug und Fälschung. Me wat du aber um einen Trick behalten geht, haben wir nicht empfunden. Der Goldsmith möchte aber paar Jahre drauf ein egent Innerwäschgeschäft ab. Und das wird nicht nur nötig ab. Und Brüder Müller verkaufen 1919 ihre Monopol und eine französische Gesellschaft. Nutz ist aber trotzdem ein gutes Stichwort. Weil was am Deichtre geschieht, soll auch am Deichtre bleiben. Auch an der Petrus. An der ist auch noch 1906 richtig schon. Aber wenn es ob einmal um Sex geht, da kriegen sie alle ganz groß Ohren. An der Presse geht Petrus an seinen Platz beschrieben, wo sich nur Pagerem treibt. Journalistenkollege von Demos wissen dann noch allerhand gut darüber Bescheid, was du lebt. Da geht gepaff an der Liste Fixspäne ob die Gesichter erkennen lassen. An da lassen sich Frauen mit weißen Blusen am Gehex mit Männern an. An eben noch Männer mit Männern. Tinder, anno 1900 ging in Mengen. Ah ja, an heinst du sind die Frauen dann länger weh, an heinst du auch zu mei, was ja schon gut nicht geht. Mit Prostitution und One-Night-Stands hat Presse auch wesentlich mehr Probleme wie mit Homosexualität. All vier waren das Demos gut, für gegen homosexuelle Männer zu hetzen. Das ist sich wirklich für nichts zu schut. Unter dem Titel Warnung schreibt fort, die Polizei hat entdeckt, dass sich nur an der Petrus ein Zahl von, Zitat, Scheusale männlichen Geschlechts Rumdreive geben, die homosexuellen Umgang entweder durch Gewalt oder durch Verlockung mit anderen Mitgliedern ihres Geschlechtes, größtenteils mit Knaben, und an entlegenen Orten treiben. weiter. Unschuldige Knaben werden unter allerlei Versprechen in die Gesträucher der hauptstädtischen Anlagen gelockt. 3 so Unmenschen wäre verhaft gehen. Es wären nicht ausschließlich Leute aus der Arbeiterklasse. Weiter. Die Leute sollen dafür auf schulfreien Tag und während der Schulvakanzen besonders aufmerksam sein. Bürger- und Beamtenzeitung schreibt von einem Schneider an einem Kommerzant aus der Stadt und noch von einem Dolehner aus dem Pafendal. Das wären entsprechend Scheusaler. Zeitung schwätzt von einem größeren Kreis von Boven aus der besseren Gesellschaft als willige Opfer.
E Fensterbotze hat sich dann auch aus dem Stöps gemacht, findet verhaft auf ihr Gericht gestohlen zu gehen. An der Pomerellmord für der Abklärung no, heget am selbesten Kontext. Ja, weil an der Petrus gouf jo no der Dod och en Nëchtnoppech fand, mat méigliche Blutflecken. An e puer Wochen no der Dod fën de bei engem deitschen Homosexuellen och eso eng Zocht Nëchtnoppech. Dat geht zwar durch für diesen direkt als Mordverdächtigen zu verhaften, aber nicht mehr wie dat. Weil der Beweis genauso konstruiert ist, wie er klingt, war da natürlich auch kein richtiger Mörder damit zu fangen. Und dafür haben sie den Mann am Nurschnappisch ihrem Laufen gelos. Ënner Verdacht gerät an dem Kontext auch de Schneidergesell Albert Zales aus dem Pafender. E jonke Lehrberuf bei engem bäcksch Betrieb erzählt der Poli, dat den Zales im enke enger Pispaus während dem Spazieren tischen Bege graf hat. O Plötzebusch huet dat ewergens Demos beim Wasser aufschloen geheescht. Danach hätten sie sich dann aber mit Dax-Rendezvous gehen an der Petrus, nicht weit von da, wo der Mord geschieht ist, für Sex zu haben. Den Zales hat doch schon so Munsch von seinen Kollegen an dat Laster rangezogen. A genau wie hier kennen die auch noch nicht mehr davon erlassen. Dabei kennt, den Zales hat doch den Pomerell kannt. Es könnte, wie es kommen muss. Den Zales wird verhaftet, als eine Wohnung perquisitioniert. Et gëtt awer eng Gu nächt von. An dem sech weist, dat doch hier en Alibi huet, verlebt doch déi Spur am Sand. Sein Alibi fir nëcht vu Freudes op Samzes ass iwwergen Sex mat engem andere Junke Mann. Sand ass och weitert Stichwort, op dat man nach Werten zurückkommen. Den Zales gëtt iwwergens finst dem Iwergriff op de Junke Bäckergesell zu engem Joer Prisung verurteilt. Gleichzeitig geht auch ihr Bekannte vom Zales, der Nikola Gretnich, festgeholt. Auch wenn's Sex mit jungen Männern. Der Gretnich könnt für 5 Jahre in der Prison am Grund. An der Zeitung steht quasi als Begründung für die drastische Strophe, der Gretnich für schon 40 Mal wenn's homosexuellen Handlungen verurteilt ging. Den 10. Juli 1906 meldet sich noch den John Steiwert bei der Polizei. Den erzählt, dass hier in der Nacht, an der der Mord geschieht ist, 2 Uhr ein kurz an erstickend Scheizen hören hat. Wie wenn er probieren ging zu scheizen, während er Wasser an der Gurgel hat. An engem Rapport schreibt von den Enqueteuren denselben Tag, dass es allhier mehr als wahrscheinlich ein sogenannter Lustmord eines Sodomiters vorliegt und der Täter mehr als wahrscheinlich sein Opfer ermordet habe, um seine Leidenschaft bei den letzten Lebenszügen seines Opfers zu befriedigen. Das ist bald wie schlechte Kriminalfilme. Gendarme sichern sich die echtbesten homosexuellen Männer raus, die sie finden können, und machen denen der Massenstruck, für dass sie andere verroden. Ein davon der Nickel Christnach, der früher schon mit Männern sexuellen Umgang hat. Den nennt der Polizei dann noch direkt 2 weitere Männer, die besonders froh mit Jungen am Alter zwischen 15 und 16 Jahren wären. Dann der Charles Welfring, 26, den Oralsex mit Männern praktizieren ging. Der Christnach sieht der Polizisten auch, dass es sicher kein Fehlgriff wäre, wenn in der Welfring für den Mord Pomerell zur Verantwortung ging ziehen. Der Welfring hat auch Umgang mit Franz gehabt. A froh käme aber auch Pierre Hammer, der wäre aber mehr harmlos. Et ging aber Gott sei Dank auch nach anderen Spuren geguckt. Denselben Tag erzählt ein Unbekannten ob der Gar an einer Wirtschaft, dem Café Schaumburg, der Pomerell hat den Ofen vom Mord 300 Deutsch Mark dabei gehabt, auf ihrer Begleitung von 3 Frauen und einem Mann gewürscht. Den Unbekannten ist sehr identifiziert. Das ist der Mod von der Kaffeesleit ihre Knöpf. Die geht dann noch ratzfatz verhaftet. Der Jakob Wilwert, 25 Jahre alt. Den erzählt dann auch der Polizei die Geschichte von den 2 Frauen und den 300 Mark. Aber da weist sich, dass der Wilwert nicht mehr dumm schwätzt. Hier nur den Ofen, wo hier in der Pomerell gesiebelt haben, nämlich in einer Bäckerei geschafft. An den Tag nach Mord kommen noch viele andere Geschichten auf den Tisch. Du hast zum Beispiel den Jamp Bart, 18 Jahre jung. Den hat irgendwann sein Kehr Streit mit Pomerell. Der Bart ist anscheinend jalos auf den Franz, weil dem an einem Mädchen sonst auf der Glossy-Triple war, ob der Tieren eigentlich ein A geworfen hat. Op der Theaterplatz teinte Barton, wann den Pomerell-Gag zu Pake kriegt, da kriegt den eng op de Back. Du nur wie ein Hören hört, dass der Franz tot war, hat hier getönt, dass ihn das eigentlich ganz gut vorne ging. Der Franz Pomerell soll überdems engem anderen engem Beteburger ein Kehr gesot hun,
Hier ging de Bart ersteche wann de probere ging him sing freiisch auszuspannen. Du gëtt wohl viel Testosteron a fragil Egoen. Ma de Bar das noch net aus der Affäre raus. Eg woch nommer dem Pomerel gët Poli nimmech an der Stadt der Park gerufen. Haier dem Empfanger e Message am beste Lützeburger Deitsch an de Sand geschrieben. Die Mörder Pomerels heißen J.P. Barth und Charles Schreiner. Charles gëtt wohl gemerkt mat SCH geschrieben. Et weist sich dann aber auch ziemlich sehr, dat die zwei um die et geht wasserdicht Alibi hunn. E Mond nicht spät ass dann noch chlor wat et mat opzeschut. E Grupp Junker fall op davor negativ op a gëtt do wennst vun der Poli aus dem Verkehr gezun. An engem strenge Verheier 6 Lützeburger an een Deitschen alle go am Alter vu 17 bis 21 Joer zougin fir eng Rëtsch abrech an Davestell verantwortlich ze sinn. Ma bon, wéi 1906 e strengt Verheier ausgesi kennt hunn, dat kann en sech e bëssi firstellen. Vun hinne gët doch zo e Messer geklaut zu hunn fir Polizisten ze picken, wann déie verhafte wilden. In andere seet wie alt abriesche gangen, weil nuz net schlufe kennt. E bëssi iwwerrascht as Poli awer trotzdem. Et huet sech gewissen, dat die zwee dennoncéiert Mäde och zu der rabiater Klick geheiert hunn. Irgendwann huet an een aus der Band, de Jean Flamang, zou gin, dat hier de Message an de Sand geschrieben huet. Zitat fir den Barten Tour zu spielen. Ma de Flamang ass och sosen Dichtegen an erzählt nach die eng oder aner Geschichten. Ja, net anderem Date, dat hier wisst wie de Meer da wie. Den hat Frick a wann hinne ging verroten, da ging et Team selbech da goe wie dem Pomerel. Den den et geht, lebt an der Stadt er geht net fort, seht de Flamang. Der Stationskommandant vun der Gendarmerie an der Stadt fën der segem Rapport und den Untersuchungsrichter dann noch chlor wieder. Flamang ist ein widerlicher, verkommener Mensch, der gar nicht arbeitet und seiner alten Mutter viel Kummer bereitet. Ging auch eben viele Geschichten erzählen. Ma bald 6 Wochen nur mocht, könnt dann aber Bemol Bewegung an den Dossier. Richtig, der Ratefänkert von Hameln geht als dem Pomerel sehr mehr da verhaft. Wien? Der Ratefänkert von Hameln. Den als zuletzt beschmutzige Messer NRW ergibt dann noch Flugs zum Mordverdächtigen. Man dat heier Dir an der nächster Episode vu Meng Deichter hemischt. Immer sonntes op Wort.lu am Mittwochs op allgängige Podcast-Plattformen. Meng Deichter hemischt as e Podcast vum Lützebauer Wort. Redaktion a Moderation se vum Steve Römisch a Sabrina Bockes, Sprech as sind Amelie Schröder a Marc Blasius, Titelmusik aus vum Christian Mertes, den Audioschnitt an de Sounddesign vum Marc Blasius, de Cover vum Mara Monen, an Grafik vum Mara Monen, Sabina Polanka a Christian Mertes.